So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Kassettenschmatz am 23.12. Ähm, einen Tag vor Weihnachten. Das ist noch ein kleines Geschenk für uns, dass ihr morgen schöne Weihnachten habt, wenn sie schon nicht weiß werden. Außer ihr macht es euch selber weiß. Aber das ist jetzt gerade eine Floskel, die ihr selber dann interpretieren müsst, ob ihr das wollt. Servus Burm, sagt der Marquez. Habe ich die Ehre, schön, dass du da bist. Für dich natürlich das Wichtigste gleich wieder, gell? Natürlich wird heute wieder geunboxed. Aber diesmal haben wir Allzeit, Kamezin und einfach nur. Da werden wir halt wahrscheinlich keine Millionen rauszeigen. Und wieder ein OP12 One Piece Gangster Bootleg. Und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Knädelwurzler habe ich dere. Polyband war wieder so nett und hat uns noch Volume 3 von Dan geschickt. Staffel 1, Volume 3. Die werden wir uns halt auch noch kurz anschauen, was da drin ist. Machen wir Live-Unboxing, das wir, oder? Deswegen, ich hoffe, ihr seid schon richtig in Weihnachtsstimmung. Morgen geht's los. Ach, mein Katz schreibt mir auch. Morgen geht's los. Da ist wieder Achterbahn mit der Family, mit wildeste Diskussionen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Politik und vielleicht auch Veganer, mit denen ihr diskutieren müsst. Also, das wird richtig schön. Also nicht mit den Veganern, sondern weil ihr vielleicht vegan lebt. Einfach ein paar alte geile Bauern da, die an Weihnachten für die richtige Stimmung sorgen. Sessel setzen wir uns gleich zum Training. Auwitzweg, aber er hinterlässt uns noch was, das ist nicht. Fette Weihnachtspotato für dich. Viel Spaß beim Training. Viel Spaß beim Training. Mit was fangen wir denn heute an? Ich würde sagen, mit Trailers. Es sind ein paar Trailers rausgekommen, und zwar genau zwei, zumindest genau zwei, die für mich interessant genug wären, sie zu zeigen. Und den, Entschuldigung, morgen früh ist heiliger Frühschoppen. Ja, fix, laut das eine Saufen sind, so wie die Bubens. Wichtigster Trailer, bei dem ich gleich sage, weißt du, wenn ihr es irgendwie umgehen könnt, falls ihr überhaupt nichts wissen wollt davon, dann schaut sich den Trailer nicht an. Darum sage ich auch wie immer nur das Poster, das sagt ja nichts aus, es schaut ziemlich stylisch aus. Schönes Dragon Ball Shirt. Ah, danke schön. Schönes Poster gibt es dazu. Es gibt jetzt einen ersten Trailer und es ist ein Charakter-Trailer, mehr das sage ich dazu nicht. Könnt dann selber entscheiden, ob ihr euch da spoilern wollt oder nicht. Aber wenn man ein bisschen in die sozialen Medien unterwegs ist, dann kommt man wahrscheinlich dem Spoiler fast nicht aus. Aber ihr seid gewarnt. Dann der zweite Trailer, der rausgekommen ist The Odyssey, der nächste Film von Christopher Nolan. Hätte gern den Trailer gekriegt zum Posten, aber irgendwie kriegen wir nur Poster. Wir kriegen immer nur Poster. Frechheit ist das. Aber er schaut schon, ja, er ist typisch monumental aufgebaut, wie es so die Filme vom Nolan allweil sind. Man sieht da mal kurz einen Schatten in irgendeiner Höhle von eins Monsters. Da habe ich auf alle Fälle Bock drauf. Vielleicht wird so cooler Monster-Abenteuerfilm, so wie die alten Sindbads. Auf sowas hätte ich auf alle Fälle Lust. Mal kicken, zumindest können wir davon ausgehen, dass es diesmal nicht sonderlich kompliziert wird, um mit zum Thema. Gut, war jetzt der Oppenheimer war auch nicht sonderlich kompliziert. Er war nur sehr aufmerksamkeitsfordernd. Aber Odyssey, glaube ich, wird ein wenig leichtere Kost. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Mal gucken, was er uns da bietet. Machen wir weiter mit den Castings. Was für Casting-Ankündigungen hat es gegeben tut? Unter anderem haben wir. Warte mal, muss ich schnell wegnehmen, bevor ich das sage. Da ist nämlich nur ein Schwanzfoto von mir. So, Castings. Unter anderem Alexander Ludwig für die 4. Staffel White Lotus. Hat eigentlich irgendjemand das White Lotus gesehen? Nach dem Training wird Nightmare Before Christmas geschaut. Nein, nach dem Training wird erst einmal der Kassettenschmerz fertig geschaut. Kruzifix muss man die euch sagen. He? Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit Nightmare Before Christmas. Alexander Ludwig ist für White Lotus Staffel 4 gecastet worden. Man kennt ihn ja von Vikings, genauso wie die AJ Michalka, spricht man es, glaube ich, aus. Ich habe die gute Frau nicht gekannt, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ob es für euch irgendjemand kennt, ich weiß nicht. I do not know this person. I do not know this person, was mitgespielt. Schauen wir mal schnell. He? Schauen wir mal schnell, wo die gute Frau. Mach halt zu, du Weizau. Mein Gott, nein.
So, jetzt pass auf, für was ist sie bekannt? Die Goldbergs kenne ich jetzt. Der Good Doctor habe ich auch nicht angeschaut, ist doch klar, weiß doch erste Movie-Illusion. Brav, so mag ich das. Da gibt es Küsschen auf die Nüsschen. Ray Donovan, aha, She-Ra und die Rebellenprinzessinnen. Die habe ich zumindest gesehen. Ah, da hat sie Catra gesprochen. Ansonsten ist mir die tatsächlich völlig unbekannt, die gute Frau, weil ich, wenn man den Good Doctor und Ray Donovan kennt, nichts davon gesehen habe. Nichts davon. Ich sage zuerst The Nightmare Before Christmas und dann Sleepy Hollow, meine Weihnachtsfilme. Sleepy Hollow, ja, eigentlich schon ein Film, den man sich anschauen kann an Weihnachten. Der hat schon ein bisschen so ein Feeling, gell? Die schaut aus wie von Power Rangers. Puh, Power Rangers. Von welchen Power Rangers? Gibt es so viel? Mein Weihnachtsfilm war unter anderem gestern Terrifier 3 und Black Christmas von 2006, der geile also. Dann haben wir weitere Casting-Ankündigungen, nämlich den Jason Isaac. Den guten Herrn kennt man aus 1000 Filme. Der ist jetzt für die kommende Tomb Raider-Serie gecastet worden, die auf Amazon Prime dann laufen werden tut. Aha. Bin ich schon gespannt. Der Anime läuft jetzt, glaube ich, auch schon, die zweite Staffel von Tomb Raider auf Netflix. Da muss ich mir reinschauen, weil die erste Staffel war jetzt nicht so überzeugend. Naja, nette Kost für zwischendurch. Weiter geht's mit dem kommenden Exorzisten-Film von Mike Flanagan. Da ist jetzt der junge Herr Jacoby, was ist jetzt passiert? Da ist jetzt der junge Herr Jacoby Tube gecastet worden, neben der Scarlett Johansson, die ist ja da am Start. Also, wie schaut der aus? Voll die Neo-Saban bis Hasbro Seasons halt. Okay, okay. Wenn du das sagst, ich glaub's da. Jacoby Tube ist jetzt anscheinend bekannt worden durch den Film Hamnet. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Hamnet. Habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht, kann ich beurteilen. Ist aber, glaube ich, sehr gut angekommen, die Kassetten. Mal gucken. Was habe ich noch gehabt? Pass auf, ich habe eigentlich noch einen. Genau. Dann gibt es zum kommenden Labubu Horrorfilm den ersten Cast und der ist in Form vom Regisseur bekannt gegeben worden, nämlich der Paul King, der Paddington lebendig gemacht hat für die Leinwand. Da wird der Mike Spitzen und so wieder Paddington-Fan, weil den liebt er ja abgöttisch, der alte. Haben da auch Labubus. Diesen Hype habe ich nicht nachvollziehen können. Die Dinge sind nicht auch echt hässlich. Da gibt es auch viel geilere hässliche Figuren, und zwar aus China. Jetzt warte mal. Das suche ich jetzt ganz kurz aus, zwar nicht zum Zeigen, aber zumindest sage ich einen Namen, weil ein lieber Freund gerade in China ist und hat uns der Beutel von den hässlichen Mistviecher gezeigt. Fugglers! Funny Ugly Monster heißen die. Fuggler, keine Ahnung. Müsst ihr mal googeln, die Dinger schauen echt zauberhaft hässlich aus. Finde ich auf alle Fälle besser als die Schweins-Labubus da. Schweine-Labubus. Dann gibt es ein paar Filme, die abgedreht worden sind. Da freue ich mich schon sehr, dass es da vorangeht. Gott sei Dank, und es steht ein Horror werden. Ich weiß doch auch nicht, die haben öfter die Eigentümer gewechselt als manche aus den Unterhosen. Das ist tatsächlich wahr, die wandern ganz schön übereinander, diese Power Ranger Huren. Star Wars Starfighter ist abgedreht. Also gehen wir uns da auf den schon mal freuen, dass das so vorangeht. Und weiter abgedreht ist Spider-Man, A Brand New Day. Gerne, also jetzt in die Post-Production und wir müssen dann nicht mehr allzu lang warten, hoffentlich, bis wir die beiden Filme endlich sehen. Dann gibt es eine weitere Produktionsankündigung, was jetzt halt losgegangen ist, und zwar zu einer Serie aus dem Extraction-Universum, die mit dem, wie ist der, Chris Hemsworth. Da haben wir ja, ich glaube, der Mike und der Corby haben zu die beiden, also zumindest zum ersten Teil auf alle Fälle, eine Folge aufgenommen. Da gibt es eine Serie, An Extraction Series heißt, unter anderem mit dem Omar Sy, den kennt man ja. Dann mit der Natalie Dormer, die gute Frau kennt man auch, zumindest sollte man sie kennen. Und mit dem Boyd Holbrook, den Herrn kennt man auch, ich glaube, er war nicht sogar beim Predator Upgrade wieder bei uns heißt. Ich glaube, auf alle Fälle war er bei Narcos am Start. Narcos, sehr gute Serie. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht einmal die Extraction-Filme gesehen. Oder wie es der Corby und der Mike in den ersten Folge dazu genannt haben, Extractor.
Also, ich muss jetzt weiter, später schaue ich natürlich sehen. Schöne Weihnachten. Die wünsche ich dir auch. Viel Spaß in deinem Training. Schön, dass du am Anfang nur kurz reingelunzt hast und dann schöne Feiertage und schon mal vorab für die, falls du dazu hörst. Am ersten Feiertag kommt unsere Weihnachtsfolge raus. Freut euch drauf, die ist, die ist wieder Oberwelt. So, jetzt haben wir erstmal eine vorerst traurige Nachricht für unseren Dragon Cry, der jetzt mit Abwesenheit glänzt. Also das muss ich jetzt schon mal sagen, geht gar nicht. Aber nach dem ähm, sehr, sehr mäßigen Erfolg von Megan 2 hat Universal jetzt das Spin-off, das im gleichen Universum auch spielen sollte, nämlich Soulmate, aus seinem Release-Kalender gestrichen und ich glaube, der Film ist jetzt auch zum Verkauf freigegeben worden. Also hoffen wir mal, dass irgendein anderer sich holt, sich schnappt das Ding und wir dann doch noch Soulmate sehen dürfen. Es soll nämlich eher erwachsene Richtung einschlagen, erwachsener als es Megan jetzt zum Beispiel tut. Ich habe jetzt Megan 2 erst angeschaut und muss sagen, ich war nicht so, also war vom ersten jetzt auch nicht total enttäuscht, aber hätte mir mehr erwartet. Beim zweiten hast du jetzt eigentlich schon besser drauf einstellen können, finde ich. Darum ist er ganz okay gewesen. Ich würde mir gerne die Gotham-Serie anschauen, ist die empfehlenswert? Ja, ich fand Gotham sehr geil. Das Einzige ist dann am Schluss aussehen, da hat man dann, haben mir ein paar Sachen nicht mehr so gut gefallen, muss ich sagen. Aber baust auf alle Fälle ein, ich finde Gotham echt sehenswert. Jo, von was haben wir gerade geredet? Von Soulmate, genau, Soulmate, Arrivederci Soulmate. Dann haben wir aber dafür eine neue Ankündigung, die ich ziemlich geil finde. Es ist ja nämlich schon bekannt, ja, dass Monarch in die eine zweite Staffel kriegt und da auch schon ein Trailer heraus ist. Und jetzt ist Wyatt Russell seine Figur auch noch, bekommt jetzt auch noch ein Spin-off, nämlich, also der Lee Shaw bekommt ein Spin-off, das ist sein Name in einer Serie. Merci, sagt der Knädelwurzler. Immer gerne. Immer gerne. In der muss er 1984 die Sowjetunion daran hindern, dass sie ein Monster befreien, das dann den Kalten Krieg wenden könnte zu ihres Gunsten. Release-Datum oder so gibt es noch nichts, nur dass er eben dann in der Hauptrolle ist und hinter feindlichen Linien werken muss. So, jetzt passen wir auf, jetzt muss ich kurz mal hier mal durcheinander anschauen. Ein bisschen rotzen muss ich immer wieder, also wundert euch nicht und wenn, ist mir scheißegal. Dann gab es wieder eine Einkaufstour. Sony hat sich jetzt die Peanuts gekauft und zwar für 460 Millionen. Aber das sind ja auch tatsächlich gerade Peanuts. Super Witz. Wenn man sich anschaut, was jetzt halt eben Netflix für Warner Brothers da zahlt. Crazy as fuck, Boy, da die fast sagen. Crazy as fuck. Das waren, glaube ich, jetzt sogar schon alle News zu Realfilmen. Dafür habe ich aber noch einen riesen Batzen Anime-News halt dabei. Also da war ja auch irgend so ein Festel, nehmen wir es einfach mal Festel, wo sie unglaublich viel Anime-News ausgeballert haben. Da kriegt es jetzt halt auch noch ein bisschen was zum Singen. Das erste, was mich am meisten freut, ist die dritte Staffel Dan ist offiziell angekündigt, aber was mich traurig macht, ist erst für 2027. Pff, das ist eine Sauerei. Dann haben wir, jetzt sagt mir mal meine Vorschaubeutel, dass ich weiß, wo ich hinspringe. Momento. Muss ich mir doch noch die ganzen Animes holen von Dan und weiterlesen. Aber ich mag den Anime eigentlich lieber sehen. Naja, dann ist offiziell auch endlich die zweite Staffel zu Chainsaw Man angekündigt und da wird dann der Assassin's Arc abgewickelt. Aber leider noch kein Datum, nur dieses Poster mit veröffentlicht. Schaut schon wieder sehr cool aus. Freue mich schon drauf. Möchte endlich mit dem Film sehen. Den habe ich leider im Kino versäumt getut. Das war unschön. Made in Abyss Staffel 2 schon gesehen. Ich bin bei der Hälfte jetzt gerade bei Made in Abyss. Da bin ich noch nicht ganz durch, aber sie ist wirklich hervorragend schön. Hunter x Hunter kriegt einen neuen Film. Da war ich auch schon lange nichts Neues mehr gekommen. Schauen wir uns auf alle Fälle an. Da brauche ich auch mal, ich brauche wieder irgendeinen so Anime, also einen Manga-Reader. Einen, der nicht zu teuer ist. Und mit nicht zu teuer meine ich 0 Euros kostet. Aber das tut man ja nicht in Wirklichkeit. Gell? Das war ja nur eins Satire hier. Bei Hero Academia kriegt jetzt dann zum 10-jährigen Jubiläum nächstes Jahr nochmal eine Bonusfolge, weil ich glaube, die ist ja eigentlich schon durch. Kriegt aber nächstes Jahr noch eine Bonusfolge und zwar im Mai namens More.
mehr auf Deutsch, damit ihr das auch versteht, weil ihr seid ja nicht so multilingual gebildet wie ich, gell? Oder der Corby, Mr. Eisel. Eisel, Eisel, Eisel. Gachiakuta ist jetzt auch die zweite Staffel offiziell in Produktion. Das freut uns auch sehr, da ich sagen. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Die ist wirklich sehr, die hat einen absolut geilen Zeichenstil, coole Story, geile Figuren. Das Little aus den ersten 12 Folgen, glaube ich, das Little ist bombengeil, also Weltklasse. Und auch das Intro ist so geil gemacht. Also, das muss man gesehen haben. Kann man so eigentlich gar nicht beschreiben. Ich darf es euch gerne sagen, aber wir wissen ja, das dürfen wir nicht. Und für die Evangelium-Fans gibt es auch gute Neuigkeiten, weil nämlich für 2026 ein neuer Evangelium-Anime angekündigt worden ist. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ihr euch das nicht schon mal verzeiht habt, aber wenn, ist mir auch wurscht, weil, das wissen wir ja eh, Aufmerksamkeitsspanne in Zeiten von TikTok ist nicht so lang. Und wenn es mich schon merken kann, ob ich es euch schon mal gesagt habe, dann werdet ihr es erst recht nicht mehr wissen. Seien wir uns einmal ehrlich. Seien wir uns einmal ehrlich. Dann ist die zweite Staffel Sakamoto, der ist offiziell angekündigt. Ich habe eigentlich gemeint, die ist schon gelaufen, bis ich jetzt durch diese Ankündigung realisiert habe, dass es nur Staffel 1 Part 2 war. Ta, 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 ta. Und für unseren Dragon Cry haben wir auch wieder tolle Infos, denn am 19.03.2026 wird dann Jojo Bizarre Adventure, Bizarres Adventure, ich weiß nicht, Part 7 auf alle Fälle am 19.03.2026 veröffentlicht. Muss man husten. Und wieder was, was mir persönlich sehr gefällt, weil ich da nämlich letzte erst durch sie gekürzt habe. Bleach 1000 Year Blood Wars Calamity ab Juli 2026. Spricht man das der Calamity? Calamity? Kalmatiti? Ich denke mal, dass das schon passt. Wenn sie so sagt, dann wird das schon stimmen. So, und das war es immer noch nicht mit Anime News. Ich sag's euch, ich habe wirklich unglaublich viel Anime News mitgekriegt. Mit welchem machen wir weiter? Diese hier. Kaiju Number 8 ist jetzt bekannt gegeben worden, dass es die Hibino Kafka Story, also ist die Hauptfigur aus Kaiju Number 8, die wird komplett zu Ende erzählt und endet dann mit dem Conclusion Arc. Aber dafür kriegen wir dann danach ein Spin-off zum Narumi, das ist der, den man hier sieht, ein Captain, eine von den coolsten Figuren in dem Anime, aber noch kein Datum oder sonst irgendwas dazu bekannt geben. Ich kann Deadman Wonderland empfehlen, ist zwar schon ein wenig älter, aber echt gut. Wo läuft der? Deadman Wonderland sagt mir jetzt nämlich gerade gar nichts, werde ich mir aber dann auf alle Fälle mal auf die Liste hauen und ich mag die alten Animes sogar ziemlich gerne. Ich werde jetzt dann, wie heißt der? Fist of the North Star, meine heißt. Die ist jetzt auf Crunchyroll drinnen und das ist genauso mein Stil. Ich mag diesen alten Zeichenstil sehr gern. Aber allzu viele weiß ich nicht mehr, die ich da noch anschauen könnte. Aber wenn der Deadman Wonderland gut ist, dann kommt er auf die Liste. Und du in meine Abendgebete, wenn du mir was Gutes empfohlen hast. Und One Piece, da geht jetzt auch eine Ära vorbei, denn am 28.12. kommt die finale Folge zum aktuellen Egghead Arc. Und das heißt dann, dass nach 26 Jahren wöchentlicher One Piece Episoden das die letzte wöchentlich erscheinende Episode vom Anime ist und wir dann ab April 26 den Elbaf Arc kriegen und dann haben wir nur noch 26 Folgen pro Jahr, also in einem zweiwöchentlichen Rhythmus kriegen wir das Zeug dann. Ich hoffe ja gerade, dass wir dann nicht mehr allzu viele Filler-Folgen drin haben in dem ganzen Zeug, aber zumindest weiß ich jetzt endlich, dass am 26. oder so, ich gesagt, 28.12. One Piece erst einmal durch ist und dann kann ich aufholen. Das ist, glaube ich, dann Folge, habe ich das aufgeschrieben? Natürlich nicht, aber ich glaube 1155 ist das, Folge 1155, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, eine Ära geht vorbei. Ich hätte noch geschaut, wie das Streaming-Release ist. Irgendwie habe ich keine richtige Seiten gefunden. Darum habe ich jetzt mal Gemini gefragt, was denn diese Woche so im Stream erscheint. Was ich selber noch gewusst habe, war, ich glaube, am 27. geht es weiter mit Stranger Things, Staffel 5, Part 2. Das habe ich selber noch auf 3 gekriegt. Und jetzt schauen wir mal, was uns Gemini sagt, was so im Streaming diese Woche released wird. Ob irgendwas interessant ist. Es ist nicht der 27., sondern der 26. Dann, was haben wir da noch? Da ist eigentlich nichts dabei. The Strangers Chapter 1 ist seit gestern auf Amazon Prime zum Schauen.
Habe ich ja die letzten Male schon die Poster zu Chapter 3 gezeigt, das nächste, ja, ich glaube im Februar ins Kino kommt. Disney Plus hat eigentlich Mickey und Minnies Weihnachtslieder, da wird an Seppi sein Herz aufgehen. Und Cat's Eyes, das ist ja die neue Anime-Serie. Da gibt es schon 6 Folgen auf Disney Plus und die habe ich früher geliebt. Das ist auch so alte, weil wir vorher über die Älteren geschmatzt haben, Gnädige Wutz nie. Und da weiß ich noch, dass ich das immer mit einer Kindergartenfreundin haben wir immer Cat's Eye gespielt. Katzenauge, ja. Und da gibt es eine neue Anime, da sind schon 6 Folgen drin. Und scheinbar ab 26. kommen da neue Folgen dazu oder ist das schon die zweite Staffel? Das ist, steht jetzt nicht dabei. Apple TV Plus hat nüchten. Auf Wow kommt auch nichts. Außer, ja, der Death of a Unicorn ab 27.12. Aber ich glaube, den habe ich mir jetzt erst bei den Prime Deals geliehen. Genauso wie Drachenzähmen leicht gemacht. Ja, verdammte Prime Deals. Immer wieder kaufe ich ein und dann. Und auf Crunchyroll, da ist jetzt eigentlich auch nichts Neues. Ich glaube, die neuen Folgen, die zu die laufenden Serien immer wieder released werden. Aber mehr da haben wir nicht da. Mehr da haben wir hier nicht. Aber was wird da geschrieben? Ich glaube Crunchyroll und oder YouTube. Schauen wir mal auf Crunchyroll. Da schauen wir dann nochmal auf Crunchyroll. So, das war's mit den News. Jetzt suchen wir mal für euch die Kinocharts, Kino-Releases der Woche. Kino-Starts von Woche her. Ich weiß auf alle Fälle schon mal, dass das Anaconda Remake, nenne ich es jetzt einmal, anlaufen wird. Den werde ich mir am 25. dann noch ankicken. So, der Medikus 2. Ach, lass mal euch mitschauen, das wird bei den Kinostarts. Schaut's her, bin ja gar nicht so. Therapie für Wikinger. Weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Aber es ist der Mads Mikkelsen dabei. Also es soll da eigentlich angeschaut werden. SpongeBob, Schwammkopf, Piraten Ahoi, der neue SpongeBob-Film. Soll ja angeblich der beste aus dem SpongeBob-Film bisher sein. Bin aber, da bin ich noch nicht überzeugt davon, weil der erste ist bisher absolut unerreicht und einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Dann, wie ich gesagt habe, Anaconda. Bin ich auch gespannt auf den. Es ist zwar der Jack Black dabei, das mir ein riesiger Dorn im Auge ist, aber dafür ist der Paul Rudd dabei und der Trailer hat tatsächlich gar nicht so schlecht ausgeschaut. Also ich werde mir auf alle Fälle einbauen. Die jüngste Tochter, Ikis Tumiri, mein Terra Tumiri, okay. Frus-Shaba, 45. Silvesterkonzert live im Kino, Berliner Philharmoniker, Sarvam Maya. Das ist wieder irgendwas, was ich nicht kapiere. Habe ich das jetzt überhaupt gesagt? Nein, es hat die ganze Zeit Google freigegeben. Wow. Nicht einmal Google, sondern Microsoft Bing habe ich zum Teilen hergenommen. So. Es wird nicht mehr geteilt, habt ihr jetzt davon. Das habt ihr jetzt davon. Schauen wir mal in die Streaming-Charts ein. Schauen wir mal in die Streaming-Charts. Was ist denn, wie schauen denn die aus vom 5. bis 11. Dezember? Hallo. Seite tut gerade ganz viel loaden. Batman hat einen Joker und der Kanye hat einen Jack Black. Ja, true this. Überall ist er der Schweinslöcher. Lass mich einfach nicht in Ruhe. Und das macht mich ganz kirre. Was ist das hier? Warum wird die Seite nicht geladen? Ich rasch komplett aus. Ich möchte doch nur die Streaming-Charts zeigen. Give me the Streaming-Charts. Jetzt halt. Muss es doppelt aufmachen, dann geht's. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. So, auf Platz 10 ist die zweite Staffel Stranger Things, die natürlich auf Netflix läuft. Dann haben wir die erste Staffel Landman auf Platz 9 über Paramount Plus. Vierte Staffel von Stranger Things ist auf Platz 8. Wieder mal Netflix, klare Sache. The Beast in Me ist auf Platz 7, die erste Staffel, ist auch Netflix. Dann fünfte Staffel Stranger Things auf Platz 6. Platz 5, The Staircase, eine HBO Max-Serie, die erste Staffel. Dann haben wir nochmal HBO Max, die erste Staffel Love and Death auf Platz 4. The Abundance ist auf Netflix auf Platz 3, die erste Staffel. Platz 2 ist wieder Paramount Plus mit Landman Staffel 2 und Platz 1 ist immer noch Sean Combs The Reckoning. Das glaube ich war letzte Woche auch auf Platz 1, oder? Da muss ich jetzt echt einmal reinkicken in das Ding, das würde mich nämlich nur interessieren. So viel zum Tun, kurz Zeit. Schaut bei den Filmen hier aus. Irgendwie unverändert. Immer nur ist Troll 2 auf Platz 4. Das ist ja, glaube ich, schon seit 3 Wochen. Oh, What Fun ist auch noch da drinnen. Ansonsten sind die Filme immer ziemlich uninteressant. Uninteressantigst. Schauen wir ganz schön kurz. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt das Unboxing zu Dan, die sagen. Da war Polyband eben wieder so lieb
uns diese Volume hier zu schicken, die Volume 3. Ach Gott, kriegt die Folie nicht auf, verdammte Axt, jetzt habe ich es geschafft. Aua, die haben mich, glaube ich, geschnitten. Ich weiß ja nicht. Arbeitsunfall. 6 Wochen instant krank. So, was ist hier jetzt dabei? Ein schöner Umschlag, wie immer. Was haben wir dabei? Limited Blu-ray Edition Volume 3 mit den Episoden 9 bis 12 im Digipack und mit umfangreichem Fanbuch als exklusive Beigabe. Schauen wir uns doch das Fanbuch mal an. Riecht das auch gut? Es riecht leider nicht nach Druck. Sie haben auf alle Fälle Inhalt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Der Inhalt umfasst die Episoden, die Charaktere, ein paar Interviews und eine Galerie. Also insgesamt sind es 68 Seiten. Das ist allgemein, also es ist mit einem Papp, wie so ein Comicbuch vom Einband her, also kein Hardcover. Dann haben wir hier ein paar, schauen wir uns mal an, Charakterbeschreibungen. Wo sind meine Eierhörster? Da geht's dann los. Jetzt haben wir hier ordentliche ein paar Zeichnungen und die Erklärung ihrer Kräfte von der Momo. Das Ganze haben wir zu weiteren Charaktere, unter anderem zu der geilen Turbo-Oma, die immer an Okarun seinen Lustkolben möchte. Was haben wir noch alles beschrieben? Haben wir noch mehr Monster beschrieben. Es ist die Oma, die Aira, Miko. Sind schon viel. Ach, da schaut's her. Die Gegner werden beschrieben und erklärt. Von den Spezialfähigkeiten, also ist auch mit bei den Gegnern auch mit den Fähigkeiten von den Fähigkeiten eine Beschreibung drin. Was haben wir jetzt da? Staff Dialogue. Ach ja, da sind jetzt die Interviews. Das glaube ich brauche ich jetzt nicht sagen, die sind aber sehr ausführlich, da haben wir auf alle Fälle schon was zum Lesen. Mit wem haben wir denn Interviews? Das wäre noch interessant, oder? Wer ist denn hier interviewt worden? Fuga Yamashiro, der Regisseur, und Yukinobu Tatsu, der Autor des Mangas, die sind interviewt worden. Und am Ende haben wir dann einfach noch eine Galerie mit ein paar Artworks, unter anderem hier die Turbo-Oma in Katzenform, Momo und Okarun. Da haben wir noch mal ein bisschen was. Genau, also schön ausführlich großes Fanbuch und ja, die Digipacks, die sind wie bei den ersten Volumes. Wie heißen sie gleich wieder? Ich habe den Namen vergessen. Sie kann auf alle Fälle mit ihren Haare dann cool umeinander gangstern. Was geheißen? Ha, dafür haben wir ja jetzt dieses Fanbuch, das wir da schauen können. Das war die, ach ja, das da vorne sind übrigens so diese Folgenguides. Kurze Beschreibung zu der Folge, die da mit Folgentitel, Titel, Bild und ein paar Szenenbilder. Aber ich möchte wissen, wie sie mit die Horde heißt. Die Nasch, sagt man, da ist. Da Ira. So hat es geheißen, genau. Ja, das ist die Volume 3. Damit ist die erste Staffel dann auch durch. Dann freue ich mich schon auf die zweite Staffel mit einer schönen Collectors Box, weil ihr habt es ja gesehen, ich habe ja zu Volume 1 gibt es ein Reel, ein Short, in dem ich euch die komplette Box zeige, und hier im Kassettenschmerz haben wir ja auch schon mal Volume 2 geunboxed. Da habe ich es eigentlich auch gezeigt, die Sammelbox, also schönes Ding auf alle Fälle, ich freue mich auf Mer. Da ist Polygon schon nicht schlecht für Anime-Liebhaber. Aber was man jetzt schon ehrlicherweise immer dazu sagen muss, egal ob jetzt Polyband oder sonst was, die Anime-Veröffentlichungen, die sind halt echt Luxusprodukte, möchte ich schon fast behaupten. Die sind schweineteuer. Schweineteuer. Genauso wie hoffentlich eine der Karten jetzt aus dem One Piece OP12 Booster, Ippon Matsu. Kenn ich nicht. Crocodile, geiler Typ. Einer von den coolsten Gegner, finde ich. Bin ich schon gespannt, wie der umgesetzt wird in der Realserie. Don Quixote Rosinante. TTT. TTT. We'll ring the bell, waiting for you. Ein Event. Dann haben wir hier, ach du, Cliffhanger bei Strangers war, der war gescheit gemein, ja. Der war gescheit gemein. Ich bin gespannt, weil es sind ja 3 Teile, was uns dann noch für Cliffhanger erwartet bei Part 2. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie heißt der? Das ist der Gyukimaru. Zauberhafter Kerl. Duval. Dann wieder ein Event. Two Sword Style Rashomon.
Dann haben wir hier den Seto, die Miserka, Kosuki Oden. Und jetzt wird hier geschildert, endlich. Don Quixote do Flamingo, Charakterkarte, schön am Schillern. Und noch ein Event mit Schiller-Funktion. Color of the Supreme King Haki. Leider keine wertvolle Karte dabei. Ich glaube nämlich jetzt auch, dass die Schiller-Karten keine Version 2 Karten waren, weil das sind immer die einzigen, die auch noch ein bisschen Kohle bringen da, oder Kohle wert sind bei den One Piece Karten, genauso wie die Manga Karten. Und jetzt halt noch Booster Pokémons, Pokemons unboxen. Der Sesselberger wird sehr traurig sein, dass er da jetzt nicht dabei sein kann, aber er schaut es ja danach noch an. Und vielleicht haben wir jetzt hier ein Weihnachtswunder und ich ziehe wieder eine unglaublich wertvolle, teure 1000 Euro Karten. Geh auf. Nazi-Scheiße. So. Was haben wir hier? Ein Rotom mit einem linearen Angriff. Dann haben wir eine Trainerkarte, das Adressbuch. Dann haben wir ein Flababy mit einem Pollenschuss. Das ist ganz gut. Ich habe das ganze Jahr Allergie, dann brauche ich die natürlich auch noch. Du Wutzau. Toxel mit Nagen. Nochmal eine Trainerkarte, elektrischer Generator. Piu, piu, piu. Scheißt man anscheinend. So, dann haben wir Schlickdri mit Kopfnuss und Tiefseetunnel. Trainerkarte, Richter. Was wollen Sie jetzt mit den scheiß Trainerkarten die ganze Zeit? Ah, jetzt wird hier geschillert. Jetzt haben wir Hypno mit Pendeleinfluss und Psychosphäre. Da schaut sich, wie es glitzert. Dann den Rasaf mit Wuthaken. Ach, vor ihrem Glitzern. Und nochmal eine Trainerkarte, Forschung des Professors. Ja, die brauche ich. Sehr schön. So, und aber noch Basisenergie, interessiert keine Sau. Ah, kein Weihnachtswunder für mich. Kein Weihnachtswunder für mich. Dafür ein Weihnachtsgeschenk für euch, denn ich bleibe euch erhalten hier im Viva la Move Illusion Universum und speziell hier beim Kassettenschmorz. Das heißt, eine da. So Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch schöne Weihnachten natürlich. Morgen habt ihr einen schönen Tag mit der Family und entgegen meiner einleitenden Worte wenig Blödsinnsdiskussionen und irgendwelche ewig stehen gebliebenen Vollidioten. Viel Geschenke, viel tolle Geschenke. Wer noch kein Geschenk hat, nach wie vor, man kann Steady-Abos auch verschenken. Also macht eure Familien glücklich und schenkt einer ein Steady-Abo von Viva la Move Illusion. Ansonsten gibt es hier dicke Kartoffel, dicke Weihnachtskartoffel. Auch nochmal ganz speziell für den Sesselberger, für die Spende. Danke an alle, die zugeschaut haben. Am Donnerstag seht uns, da erscheint unsere Weihnachtsfolge, also am 25.12. Dafür gibt es keine normale Folge diese Woche, aber die satzvorgewandte Folge dauert 3 Stunden. Also, wenn ihr keine Beschwerden hören, haben wir uns genug ins Zeug gelegt mit einer absolut langweiligen Scheiße wie immer an Weihnachten. Schönen Feiertag. Wir sehen uns am Donnerstag in der Weihnachtsfolge und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder im Kassettenschmerz und nächste Woche auch im Talkthrough. Macht es gut, Küsschen auf die Nüsschen, fette Kartoffeln an alle. Au revoir.